So, da sind wir wieder mit der 4. Folge von Swissinfo. Bevor wir mit der Folge anfangen, muss ich noch ein paar Sachen sagen. Zuerst mal geht es um das, was man jetzt nicht sehen kann, weil ich davor stand. Darum gehe ich zuerst mal nach links. Moment mal, für euch ist es rechts, aber für mich ist es links. Es handelt sich nämlich um unser Profilbild auf YouTube. Es haben nämlich viele geschrieben, jo, die weiße Wand im Hintergrund ist ein bisschen langweilig. Das habe ich genauso gefunden. Darum habe ich jetzt mal unser Profilbild aufgehängt. Das soll natürlich nicht das einzige bleiben. Ich habe noch so Wortzeichen von der Schweiz wie das Matterhorn, die Brücke in Luzern, Basel, Zürich, Genf aufhängen. Aber die Fotos, die man im Internet davon findet, stehen alle unter Copyright und so weiter. Da müssen wir also zahlen dafür. Das möchte ich natürlich nicht. Wenn ihr aber dort wohnt, dann macht ihr doch so eine Foto und schickt es mir auf askswitzerland@gmail.com. Es muss aber wirklich euer Foto sein, dass ich es auch wirklich nehmen darf. Schreibt noch dazu, ob ich irgendjemanden begrüßen soll oder so. Und dann, es muss hochauflösend sein, weil ich sie nachher auf die Wand aufhängen will. An dieser Stelle im Voraus schon mal einen ganz herzlichen Dank. Dann kommen wir nochmal zu einem Streitpunkt. Es haben mir ein paar Leute vorgeworfen, ich hätte zu viele Cuts in meinen Videos benutzen. Das kann ich nicht verstehen. Okay, nein, man muss ja nicht so übertrieben darstellen, ich habe es jetzt begriffen und probiere es auch in den zukünftigen Videos besser zu machen und weniger zu cutten. Weil ich aber in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Informationen überbringen will, sind Cuts manchmal noch ziemlich nützlich für mich. Trotzdem ist das Anliegen jetzt gehört worden und ich probiere es in Zukunft besser zu machen, aber ich probiere es und das heisst noch nicht, dass ich es schaffe. Dann ist vielleicht manchmal die Frage im Raum gestanden, wenn denn das nächste Swissinfo-Video kommt. Ich mache die Swissinfo-Videos so oft es geht. Das heisst, mindestens 1 bis 2 Mal pro Woche kommt sicher ein Swissinfo. Aber ich gehe noch zur Schule und damit ist natürlich auch noch einiger Aufwand verbunden. Das heisst, es gibt auch bei mir Tage, wo einfach kein Video aufkommt. Kommen wir jetzt aber zum Thema an sich. Ich habe lange überlegt, über was will ich jetzt reden. Dann habe ich endlich mal auf den Kalender geschaut und dann macht es einfach... Es ist der 1. Mai heute und das bedeutet Aufruhr im ganzen Land. Aufruhr, weil sich ganz viele Leute darüber streiten, ob es jetzt den 1. Mai braucht oder ob es ihn eben nicht braucht. Und jetzt mal gerade vorweg, ich habe keine eigene Meinung dazu, ich berichte hier möglichst objektiv. Aber zuerst mal, was ist der 1. Mai eigentlich? Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit und an diesem Tag wird nicht geschafft. Wie lässt sich das erklären? Das ist ganz einfach. An diesem Tag wird demonstriert. Natürlich nicht von allen, aber von den Arbeitnehmern, das heisst Leute, die noch immer angestellt sind, und von Leuten aus linken Kreis. Demonstriert wird unter anderem für besseren Lohn, Chancengerechtheit und so weiter. Das einfach um die Formulierung der Demonstranten kurz zu benutzen. Wie gesagt, ich habe keine eigene Meinung dazu. Die Gegner vom 1. Mai sind vor allem Leute aus rechten Kreis. Rechts ist da, jetzt hätte ich fast links gezeigt. Ah nein! Was ist jetzt für euch wieder links und was ist für mich rechts? Die Gegner vom 1. Mai sind vor allem Leute aus dem rechten Kreis und Arbeitgeber. Arbeitgeber sind Leute, die Chefs sind. Die finden nämlich, es ist zwar eine Tradition, aber es braucht es nicht mehr. Ihr bekommt nämlich schon faire Löhne. Die linken Arbeitnehmer sagen dagegen, das stimmt nicht. Ihr könnt ruhig noch ein bisschen drauflegen, ihr habt ja genug. Worauf aber die Rechten wieder, was denken ihr? Wir sind doch keine Millionäre. Und die Linken, ihr seid mehr wie Millionäre. Und jetzt eskaliert es wieder mal, aber es ist jetzt natürlich viel zu überspitzt dargestellt. Aber der 1. Mai hat tatsächlich eine lange Tradition. Er ist nämlich schon Ende bzw. Mitte bis Ende vom 19. Jahrhundert, das heisst Jahr von 1800 bis 1900, eingeführt worden. Damals haben die Arbeitnehmer, das heisst die in den Fabriken geschafft haben, wirklich harte Bedingungen gehabt. Und damals ist das wahrscheinlich etwas ganz Gutes gewesen, weil sich die Arbeitnehmer vereinigt haben und der Arbeitgeber, die zum Teil wirklich hart ausgebeutet haben, gezeigt haben, hey, so geht's nicht, wir müssen mehr Geld bekommen, sonst können wir nicht überleben. Heutzutage ist das natürlich nicht mehr ganz so arg oder natürlich nicht mehr auf die Mehrheit bezogen ganz so arg. Und das ist ein Streitpunkt und da möchte ich auch gar nicht so ins Detail gehen, weil es sonst heisst, hey, du bist ein Rechter und die anderen sagen, hey, du bist ein Linker. Ich bin weder noch, ich gebe mir da mega Mühe, das objektiv zu betrachten. Und wenn ihr eine Diskussion haben wollt, dann macht es untereinander, aber gerne nicht mir die Schuld, wenn ihr nicht einverstanden seid. Ich habe das jetzt möglichst deutlich dargelegt und ich rede eigentlich das halbe Video nur noch über das und darum nervt es mir einfach und jetzt gehe ich aus dem Bild. Und ich komme wieder zurück und rede weiter. Also, wo bin ich stehen geblieben? Der 1. Mai ist eine lange Tradition, das habe ich gesagt, aber jetzt, an den Demonstrationen, was es heute gibt, heute regnet es übrigens, das heisst, heute hat es wahrscheinlich nicht ganz so viel, aber normalerweise, wenn es Sonnenschein ist, was im Mai durchaus öfters der Fall ist, hat es an diesen Demonstrationen immer wieder ein paar, die das nicht ganz begreifen, dass es eine friedliche Demonstration soll sein und randalieren und so weiter und so fort. Das gibt natürlich den Gegnern vom 1. Mai ein gutes Argument, was sie gegen den 1. Mai verwenden können. Es sind ja die Gegner, also verwenden sie es gegen den 1. Mai. Aber ich glaube, das muss ja nicht jedes Mal idiotensicher darstellen.
Die Leute, die für den 1. Mai argumentieren, erklären, dass es die Chaoten genauso an rechten Demonstrationen hat, was stimmt. Außerdem ist es ganz einfach eine lange Tradition. Und da ist es auch wieder interessant, wie sich Rechte und Linke hier einfach die Welt auf den Kopf stellen. Normalerweise sind es nämlich die Rechten, die eher für Traditionen sind und die Linken, die eher für die Abschaffung von Traditionen sind. Ich sage jetzt bewusst eher. Am 1. Mai steht eigentlich einfach die Schweiz auf dem Kopf. Obwohl ich jetzt eigentlich gar nicht wirklich viel über das Thema an sich gesagt habe, sondern nur wieder irgendwelche Zwischensequenzen vollgeschnurrt habe, nimmt es mir doch Wunder, was ihr über das Thema denkt. Sagt mir eure Meinung, schreibt es in den Kommentaren, diskutiert mit anderen Zuschauern. Das nimmt mir wirklich Wunder. Ich probiere auch ein bisschen mitzureden oder mitreden zu können. Ich bin da nicht ganz so versiert auf das Thema, wie vielleicht gewisse von meinen Zuschauern. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Es wird das Wochenende hoffentlich nochmal ein Swiss-Info geben. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ich habe gestern schon eins aufnehmen, aber dort habe ich noch mehr geschnurrt über Zeug, was eigentlich völlig belanglos war. Und darum mache ich jetzt auch die Aufnahme fertig und hoffe, dass ich sie demnächst aufladen kann. Da ist der Blick auf die Uhr, aber das seht ihr nicht. Ich könnte die Kamera jetzt drüllen, aber das stinkt mir irgendwie. Und jetzt rede ich wieder und rede 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 wieder. Tschüss zusammen!